Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge FIFA Karrieremodus. Und heute geht es weiter im Karrieremodus. Wir gehen heute die zwei wichtigen Spiele gegen den dritten in der Tabelle Sion. Dann gehen wir ins Rückspiel gegen Olympique Lyon. Dann simulieren wir den Match auswärts in St. Gallen und in Thun. Und dann wird die Folge eigentlich schon mal vorbei sein. Dann in der nächsten Folge geht es dann weiter richtig End. Und dann wir dann die erste Saison mit dem Pokalfinale gegen den FC Luzern im Zürcher Letziger. Und eine wichtige Information aber jetzt gerade von Anfang an, ihr habt wahrscheinlich gehört, der Uploadplan im Moment ist nicht so chaotisch. Es ist so einfach, weil ich im Moment viel zu tun habe. Ich arbeite im Moment 100% ja im Geschäft, weil wir ja die Schulferien haben und bei uns im Geschäft ist ein bisschen das Durcheinander. Und jetzt ist es so, dass im Moment mache ich einfach das, auf was ich Lust habe. Das ist vor allem jetzt FIFA Karrieremodus. Auf Rocket League mit der Melanie habe ich Lust, also Team Skill. Und dann halt noch Rocket League und GTA hat es noch und BO3 allgemein. Jetzt ist einfach eine Frage an euch, und zwar, was wollt ihr sehen? Wenn ihr vielleicht mehr Karrieremodus, dass vielleicht jeden Tag Karrieremodus kommt, jeden zweiten Tag kommt nochmal ein Video. Beispielsweise zum Beispiel Montag kommt FIFA und die Kill Montage vom BO3, Dienstag kommt nur FIFA, Mittwoch kommt FIFA mit Rocket League, Team Skill, Donnerstag kommt nur FIFA, Freitag kommt FIFA mit GTA und Samstag, Sonntag gibt es verschiedene Spiele, also das heisst, das könnt ihr euch überraschen lassen. Wie wäre das für euch? Wäre mal ein Vorschlag von mir. Falls ihr andere Ideen habt, schreibt in die Kommentare, weil es ist auch so, dass ich etwas mache für euch, das heisst, ihr wollt was sehen und ich würde es auch für euch machen. Mich interessiert einfach, was euch interessiert, was ihr sehen wollt. Natürlich jetzt, wenn der 12. September kommt FIFA 17 raus und dann im November, Dezember kommt Battlefield und Call of Duty, das wird natürlich auch wieder gezockt, dann sobald es draus ist, kannst du alle 3 Spiele vorbestellen, aber das wird auch definitiv kommen. Aber eure Wünsche sind wichtig, schreibt es in die Kommentare und wir sehen das wieder im Spiel gegen Sion. Und herzlich willkommen zurück zum Spiel FC Basel gegen Sion im Santiago Park. Die Spieler laufen ein, der erste empfängt der dritte als Topspiel für heute. Mein Name ist Alessio und willkommen nochmal auf dem Kanal Italiano. Santiago Park gut gefüllt, das trifft also der erste auf die dritte, wenn Sion gegen Iben überholen will und auf die Champions League Quali will hoffen, dann müssen sie heute gewinnen. Und wenn sie überhaupt noch am Meistertitel gewinnen. IB im Moment mit Sion zweiter, IB für eine bessere Tordifferenz. Basel aber die Hai 13 Spiele insgesamt, 10 Mal gewonnen, einmal verloren, einmal unentschieden und 2 Mal verloren. Recht gut, die beste Bilanz von der Schweiz. Und es ist umgestellt worden bei den Basler. Talang Schaka übernimmt heute Captain Bind und der Dragowski heute mal drin. Lang, Suchi, Hög, Traoré. Dann Bjarnason mal im zentralen Defensive. Xhaka, Elionussi, Szene, Baumann gibt sein Debüt nach dem starken Spiel. Steffen auf der Seite und vorne Cedric Itten. Es wird rotiert, auch weil bald übermorgen das Spiel gegen die anderen. Und das ist die Aufstellung von der Sittener. Laco, Cigero und Sayuba versuchen Goals vom Embolo, der natürlich auf der Bank lauern wird, der definitiv heute noch ein Spiel kommen wird, auch zu verhindern. Aber auch er will heute ein paar Goals schiessen. Bia mit Nummer 63, aber auch die Neuen, die wieder ins Spiel gekommen sind bei den Basler, werden sich natürlich da wieder beweisen. Der Leiter von der Partie ist der Laurent Glessier. Der Partieleiter. Mal schauen, wie es wird. Basel von links nach rechts und Zittener von rechts nach links. Los geht's. Dragowski heute mal im Spiel will ja mehr eingesetzt werden. Wahrscheinlich gibt es einen Tausch, dass der Dragowski jetzt für die Liga eingesetzt wird und der Donnarumma für die Champions League und Baumann. Mit ein paar Drechsli schießt und was für ein Schuss, aber jetzt was für ein Goal. Baumann durchgesetzt und der Cedric Itten macht das 1:0 für Basel.
Baumann setzt sich das super durch. Schießt den Ball noch am Lattenkreuz. Dann geht es wieder warten im 16er und Selek in die Mitte direkt nach dem Mann. Und keine Chance für Sajuba. Basel also nach 16 Minuten in Führung. Sie ja jetzt muss was kommen. Der Eckball. Der Ball in die Mitte. Zurück zum Xhaka. Xhaka! 2:0. Basel. 22. Minute um was sie im Moment der Liga zeigen, ist das nicht mehr normal. Ball wird zugestellt und Xhaka schließt einfach mal ab und perfekt im Winkel. Der Captain heute macht das 2:0. Und wir fragen uns, was ist mit der Basler Offensive los? Die gehen richtig ab nach 20 Minuten für Basel, also mit 2:0. Und es wird gewechselt. Renato Steffen nach der ersten Halbzeit gut gespielt. Embolo kommt aber jetzt für ihn ein. Das ist mehr durchgefallen jetzt für die Basler. Und Baumann immer noch im Spiel, das heißt, er wird nicht ausgewechselt. Mal schauen, ob er auch die 90 Minuten durchschafft. Macht das jetzt ein echt gutes Spiel. Ist für das linke Mittelfeld noch nicht zurückgezogen. Das heißt, er ist nicht ganz vorne, wie zum Beispiel der Embolo oder der Steffen. Er unterstützt sich defensiv und tut nachher ein Führerschaft. Jetzt vielleicht mal Embolo mit der genialen Flanke, sieht Eckball. Zweite Wechsel bei Basel. Talan Xhaka, Captain von heute, kommt raus. Dafür kommt der Jean-Paul Boetius. Das heißt, Seiten geht auf die 10, Boetius auf die Seite und Embolo kann vorne an die Sturmspitze. Das macht er super. Er spielt auf der anderen Seite. Jetzt setzt jetzt gerade der Boetius und der ist noch schnell. Kommt noch ein Ball. Und was für ein Spiel! Seiten mit dem Doppelpack und Boetius macht das super, läuft sich auf die Seite frei, zieht ihr, sagen wir mal, er zieht da ihr durch zwei Spieler, Pass über. Embolo lädt sogar durch, er sucht den Abschluss mit Sembel, sondern hat wahrscheinlich das freie stehende Intention, er kann zum Stand das 3:0 schiessen. Das zweite Goal also für den Cedric Itten. Basel führt die Heim mit 3:0. Embolo, jetzt durchgesteckt vom Lang. Embolo macht das Goal. Nein! Macht's nicht und da regt er sich auf. Trifft das Goal nicht ganz knapp. Dritte Wechsel beim FCB. Gold kommt hier für Itten und Baumann jetzt. Baumann immer noch. Ryan Gold nochmal vorgesteckt. Embolo! Nein, es will nicht passieren. Embolo trifft heute leider das Goal wahrscheinlich nicht mehr. Und das nochmal so knapp. Ist natürlich auch nicht so fit für das Spiel. Dafür ist es eher wichtiger, dass es das Goal in Lyon trifft. Zurück zum Dragowski und Basel. Gewinnt also wieder in der Realität zum Saisonstart mit 3:0 gegen Sia. Goals also von Cedric Itten 2. Nach dem Doppelschlag gerade gut gespielt. Wir sehen das also wieder das Studio. So, Vaduz verliert also die Hai durch IB mit 1:0. Wir haben das auf die gemacht, sie auch nicht. Die sind immer noch 1 weiter hinter, also jetzt haben wir mal 3 Punkte Verlust gemacht zu uns. Zum Duell, also mit IB und Basel vorher. Donnarumma stieg also noch vor dem Spiel von Lyon mit auf 74, die anderen sind akzeptabel. Ich werde noch ein paar 2 Rotierungen machen für das Spiel gegen Lyon. Das Embolo will spielen, das werden wir machen. Die Aufstellung Xander, jetzt dann nachher, wir sehen uns zurück im Spiel gegen Lyon. Und herzlich willkommen im Spiel gegen Lyon Basel. Also heute auswärts in Frankreich. Olympique Lyon empfängt der FC Basel Schweizer Meister und Lyon heute. Und der Druckname ist in der Welt getroffen, knapp Italien. Wir sind im Viertelfinale. Basel hätte die einfache Aufgabe im Gegensatz zu Lyon. Die müssen es 3:1
wieder gut machen. Das heißt, sie mit höchstens 2-0 gönnen. Basel muss hoffen, am besten gerade am Anfang das Goal schiessen. Dann ist Lyon unter Druck. Da lang geschaut hat heute Captain Binde übernommen. Das ist also Captain, nachdem auch im letzten Spiel Captain war und da ist eine Aufstellung vom FCB ein bisschen Veränderung. Das ist aber die erste Aufstellung von Lyon. Die spielen mit Lopez, Jalem, Mambiva, Umiti, Timo, Valbuena, Granato, Lisa, Geja, Corne und natürlich vorne Nummer 10 Lacazette. Auf der zählt es heute, auf der hofft es die Franzosen, dass sie heute in feiern. Aber Basel wird das natürlich verhindert. Dann nochmal Lam, Suchi, Höck, Schaka noch wieder das Wegleigen, Franz und Kinemal, Boetius, Gold und Embolo. Bin ich ein bisschen rotiert. Embolo wieder vorne in und der ist natürlich vom letzten 3 Spielen 4 Goal. Und da sehen wir es nochmal in der Grafik. Er ist die Hoffnung vom FCB. Am besten sollte der FCB ganz 1-0 schiessen, ganz Druck machen und dann halt auf Konter schauen. Mal schauen, wie sie spielen werden. Also, Lyon von links nach rechts und Basel von rechts nach links. Los geht's. Goal jetzt. Mal abgefälschter Ball und Schale fast mit einem Eigengoal, das wäre mal gefährlich geworden. Nochmal ein Ball. Mal wieder abgefälscht. Wieder weg Ball. Jetzt will ich mal eine neue Variante machen, es auch. Aber die hat nicht so gewirkt. Klärt da, es gibt nichts mehr, es ist Halbzeit 0-0 noch nicht groß passiert. Basel übernimmt eigentlich das Zepter, wir sehen das in der zweiten Halbzeit wieder. Willkommen zurück in der zweiten Halbzeit. Lyon, also jetzt von rechts nach links und Basel von links nach rechts. Boetius Dock ist sofort da, sagt da wer der Boss ist, Ball abgefälscht, es gibt einen weiteren Eckball und das wissen wir mittlerweile. Basel in der Eckbahn nicht so stark in diesem Spiel oder allgemein die letzten Spiele schon häufig gehabt. Ball ist völlig in die Mitte. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Ball wirklich in die Mitte geht. Jetzt haben wir noch ganz gefährlich von Roma. Gut pariert, das ist weggewechselt, doppelt zu der geht und Gold können wir dafür von der alten Steffen und der Edmilson Fernandes hier. Also Fernandes schickt der Steffen und die ist noch fit. Steffen. Nein! Zu schwach der Pass über zum Embolo, sonst wäre das mal gewesen. Lacazette. Schießt um Titi, alles ist vorbei! Basel, also im Halbfinale mit einem 0-0. Nicht gerade die beste Partie vom FCB, aber die Aufgabe, die sie haben erreichen, haben sie gemacht. Lyon zu schüchtern, hat da nicht versucht richtig anzugreifen. Erst gegen den Schluss sind ein paar Situationen gekommen. Er hat Basel noch vor dem 1 geredet, kurz vor dem Ende, aber das wäre auch nicht so schlimm gewesen nach dem 1-0, obwohl Lyon dann in Auffahrt gekommen wäre. Da sehen wir nochmal das Ergebnis von der Viertelfinale. Also Basel ist weiter im Halbfinale. Benfica schlägt St. Porto insgesamt mit 2-2. Dortmund schlägt wieder Real mit 2-1. Und Schalke schlägt Southampton. Das heisst, entweder trifft man auf Dortmund, Schalke oder Benfica. Und wenn wir auf Benfica treffen, gibt es im anderen Halbfinale ein Derby. Das wäre natürlich interessant, aber auch wenn es ein Derby im Finale wäre. Gut, das wäre nicht auch unser Wunsch, aber das wäre auch krass. Gehen gerade weiter, schauen schnell. Gegen wer wir spielen werden, meistens ist das schon ausgelöst. Und wir spielen gegen Dortmund. Und das geht gerade nächste Woche weiter. Das heisst, wir gehen nächste Woche nach dem Thun-Match, ist schon voll fertig. Gehen wir nach Dortmund, nach Zürich und dann nochmal nach Dortmund. Oder wahrscheinlich dann noch Vaduz. Eventuell. So. Jetzt machen wir die zwei Spiele weiter. Und also, wir kennen den Spieltermin haben wir.
1 Million, wenn man ein Halbfinale erreicht, das ist wenig. Also, Samuel will gegen Dortmund spielen. Wenn wir uns merken. So, dann bleibt es wahrscheinlich so. Dann lang kommen wir mal raus. Dafür können wir mal die. Da unten. Nicht in Form mit Janko, das wieder in Form von Geschaka. Bekommen wir eine Pause. Dafür kommt der Fernandes mal von Anfang an rein. Und sonst kann es mal so bleiben. Obwohl ich komme mal raus und dafür kommt ein Sporer rein. Also der Janko. Obwohl wir schon in die Doppelspitze kommen. Janko und. Nein. Für Baumann. Und dann kann der Baumann da. Sporer hier. Das ist der Fernandes, der Mitte kann spielen und der Steff, der Mitte kann spielen. So. So gehen wir jetzt Spiel gegen St. Gallen mal schauen, ich mit der Aufstellung, ob das überhaupt wirkt. St. Gallen also gegen FCB, die haben die letzten 3 Spiele gewonnen. Gegen Thun, Lugano und Vaduz, gut, das sind gerade die besten Mannschaften. Sporer macht in der 3. Minute das Goal, also wer da gemeint hat, Sporer wird scheiße in diesem Spiel sein, falsch gelegen. Die spielen mit Gaudino, das ist ein Ausgelehnter vom FC Bayern München, ganz ein Junge. Janko macht das 2-0, also wenn die Doppelspitze keine gute Idee gewesen wäre, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt so schwer wir wahrscheinlich auch im nächsten Spiel gegen Thun spielen, wenn das so gut wirkt. 90 Minuten vorbei, wir können also mit 2-0 gegen den FC St. Gallen. Trainieren wir noch einmal. So wird gut. Falls ihr bemerkt habt, in der letzten Folge haben wir noch, also der letzte Teil von der Folge ist doch da nur mal schon auf 74 gestiegen und der ist im Spiel, wo ich ihn nicht habe, auf 73 sind, jetzt steigt er mal auf 74. Das ist ein richtiger blöder Bug. So, und jetzt schaue ich, dass ich wirklich alle könnt frischen vor dem Match, dass alle, die nicht nächstes Spiel spielen, zählen ein. Das heisst, alle kommt die Verteidigung wieder neu gemacht. So. Das sind 2 Änderungen in der Verteidigung und Linksverteidiger werden gewechselt und gehen jetzt Thun spielen. Die haben gewonnen gegen Vaduz, verloren gegen St. Gallen und gewonnen gegen Zürich. Mal schauen, was da passiert. Spielen mit Munzi und Rapp und Fernandes schießt in der 6 Minuten das 1-0. Jetzt mittlerweile läuft es wieder in der Liga, aber Janis hat sich gegeben. Bürki auch. Embolo kommt ihr, Steffen macht es 2-0. Und ich kann nicht wählen, dass Embolo und Poezo sicher kommen, aber egal. Ich spiele jetzt Doppelspitze Embolo und Poezo. El Yunusi macht das 3-0. Gut, so beenden wir das Spiel mit 3 Sieg und einer Unentschieden. Einem Unentschieden, mein Deutsch nicht. Dann gehen wir nochmal auf die Tabelle schauen. Oder allgemein schon auf Blick auf die Tabelle. Das heisst, wir treffen auf Dortmund im Halbfinale. Benfica trifft gegen auf Schalke. Im Quali haben wir unser neues Spiel Basel. 28 Spiele, 65 Punkte, das heißt wir haben mittlerweile 9 Punkte Vorsprung vor den Young Boys. Es langt fast. Vaduz 28 im Minus, Lugano 21 im Minus, Thun im 24 im Minus und mehr 42 im Plus haben immer noch 17 Gegengol, das recht wenig ist. Das heißt, das beweist, dass unsere Verteidigung und unsere Goal ist gut. Das Schweizer Pokal haben wir gesehen. Da treffen wir auf Luzern und im anderen. Oh, das interessiert mich jetzt auch. Champions League Halbfinale. Juve gegen City, die haben gegen Bayern München gewonnen. Und Real Madrid gegen Chelsea. Okay. Auch interessant, jetzt gehen wir noch schnell schauen wegen Spielerstatistik. Und zwar Embolo in Europa League zusammen gegen 10 Goal, 2 Vorlagen als Aubameyang und Reus. In dem Fall spielen sie immer noch in
Dortmund habe ich gewechselt. Dann Torvorlage hat wo jetzt 7 gleich wie Henderson mit dem FC Liverpool, Dynamo und Embolo haben 4 jeweils. Ohne Gegengoal ist der Dragowski noch in 2 Spielen gewesen. Geile Karte hat mir wahrscheinlich eine rote auch nicht. Was mich interessiert ist vor allem da in der Liga, wie sieht es aus? Embolo immer noch mit 9 und Tuara und Dapur mit 13. Ich will da, dass Embolo mal ein Druck macht. Ich will schon, dass er Torschützenkönig wird. Und so gehen wir halt so weiter. Das heisst, wir beenden die Folge und es geht weiter übermorgen mit Dortmund im Halbfinale. Sind gespannt, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.